It must be something psychological. It may be something very physical that makes me feel the way I do whenever I'm in touch with you. I think it's something strange and mystical. It might be something very chemical. What is this force between us two that makes me gravitate to you? Oh, das ist ein Rind. Na, das ist ein Schwein. Ein Schwein. Ja, Schwein. Ja, Schwein. It's something psychological. Heute servieren wir Ihnen in der Freizeit eines der coolsten gastronomischen Konzepte seit langer Zeit. Den Braten. Wie der perfekt mit Schwein und Hirsch gelingt und was Sie statt Knödel und Spätzle als leichte Alternative auftischen können, das werde ich heute für Sie herausfinden. Ich hoffe, Sie haben einen Hunger. Ja. Heute geht's in der Freizeit um den Braten. Also eigentlich genauer gesagt um den Sonntagsbraten, weil der ist ja für mich quasi identitätsstiftend. Ja, die Leute kommen zusammen an einem Tisch, einer mehr oder weniger ist gerade wurscht und dann teilt man. Ha? Man teilt auf, was auf dem Tisch steht. Und das ist doch schön, gerade in der Gesellschaft. Quasi eine ganz alte Geschichte, aber auch eigentlich auch eine moderne Geschichte. Ja, und deswegen bin ich jetzt da beim Metzger und warte auf den, mit dem ich den Braten mache. Weil jeder Braten fängt natürlich mit dem Einkauf an. Sonst hat man ja kein Fleisch. Ja, genau. So, wo ist er? Ah, da ist er. Der Otto Geisel. Einer der ganz großen Wissenden in Deutschland, was gutes, nachhaltiges und freudvolles Essen angeht. Er hat das Institut für Lebensmittelkultur gegründet, die Organisation Food and Health, den Witzigmann-Preis, ist vereidigter Weinsachverständiger und ausgebildeter Koch. Jetzt war es ja gleich vorbei gewesen, die Geschichte. Herr Geisel, Was, Herr Schmidt? Grüß Gott. habe ich die Ehre. Freue mich. Richtiger Platz. Der hat die richtige Rasse, das schwäbisch-hellische Schwein. Schwäbisch-hellische Schwein. Ganz genau. Gehört zum Besten, was es gibt in Deutschland in Richtung Schweinefleisch. Ah ja, okay. Grüß Gott beieinander. Ja, grüß Gott Grüß beieinander. Gott. Was braucht's denn? Einen optimalen Sonntagsbraten. Vom Rind oder vom Schwein? Ja, vom Schwein. Oder vom Kalb? Vom Schwein. Und welches Teil? Vom Bauch, aber mit der Rippe. Mit der langen Rippe. Also vom Wammerl, das vordere Teil Ganz mit genau. den Rippen drin, ja. Ja. Das habe ich da, das hole ich euch von hinten. Gell? Lange Rippe. Lange Rippe. Was wir suchen, ist das zarte Teil von der Brust. Und da laufen diese langen Rippen durch. Und die lassen wir dran, dass es schön saftig bleibt. Raffiniert. Und wenn wir mir jetzt einen Rinderbraten machen, dann Ja, dann würde ich darauf schauen, dass das Rind von hier kommt, einheimische Rasse ist. Und die Fütterung ist das Allerwichtigste. Fütterung. Fütterung. Also keine Silage oder irgendwie Kraftfutter, sondern Gras, Heu. Was das Tier natürlich fressen würde. Jung oder alt? Also schöner junger. Ich finde, das Rind muss gelebt haben. Also lieber ein altes Tier als ein Jungbulle. Jungbulle hört sich nur gut an, aber ist nichts Besonderes. Der muss noch reifen quasi. Der muss noch wachsen eigentlich. Okay, gut. Da kommt unser Fleisch. Gut. Das ist ein schöner Fransen. Ja, passt. Das war jetzt das Stück. Die Knochen schauen ein bisschen raus. Ja, Herrlich. wunderschönes Stück. Also ihr wollt es ganz, oder? Wir wollen es ganz. Soll ich euch die Haut noch einschneiden? Nein, einschneiden tun wir es nicht. Nein, dass nein, man's- nein, dass nein, man's- nein. Einschneiden tun wir es heute nicht. Die Haut muss weg. Was jetzt? Die Haut machen wir diesmal weg.
Jetzt die Haut von dem Stückel, dass wir die abschneiden, oder wie? Genau, Sicher. ganz sicher. Weil wenn die abi, dann ist die weg. Ja, Quasi, ja. dann kann man die nicht mehr hinmachen. Ja, meine ich jetzt. so ist es. Also noch. Jetzt schneiden wir es ab, oder? Hilft ja nichts scheinbar. Dann, das wäre eine Operation, aber es schaffen. Ich schau gar nicht hin. Mag ja gar nicht hinschauen. Vertrauen Sie mir. Wirst du mir sehen. Wird was werden. Der Ausrüstungstipp vom Bratenschmidt. Der Sonntagsbraten spart Geld auch bei der Zubereitung. Man braucht nämlich nur wenig Ausrüstung. Ein Tranchierbrett, am besten aus Holz. Das ist nämlich auch antibakteriell. Und eine umlaufende Rille muss drin sein fürs Bratenfett, damit man es nicht verliert, weil das schmeckt ja eh am besten. Was auch noch wichtig ist, natürlich, ja, dass die Mützen am Kopf bleibt und ein Bräter, genau, für den Ofen. Entweder aus Email, dann ist der federleicht, oder eben aus Guss. Ja, der hält die Hitze besser. Nur man soll sie halt nicht verbrennen. In anderen Kulturen, wie jetzt beispielsweise in Asien, wird so Schwein unglaublich hochgeschätzt. Da ist das nicht irgendwie ein billiges Essen, sondern da ist das in den besten Restaurants von Tokio oder Kyoto oder gerade die angesagte japanische Küche, die man mit Lifestyle heute verbindet, mit Schlanksein, Sushi, Sashimi. Ja, aber man sagt, das ist doch eigentlich so ein ungesundes Fleisch, oder? So sagt man doch, also ich mein, Schweinefleisch und Gicht und... Ungesund ist es nur, wenn es ungesund gehalten wird. Ja, wir haben durch die nicht artgerechte Haltung aus dem reinlichen Schwein eigentlich das Schwein zur Sau gemacht. Und das ist die Sauerei. Mastbetriebe und so weiter. Mastbetriebe, schnelle Mast, natürlich Wachstumshormone, Kraftfutter, keine Bewegungsfreiheit, im eigenen Dreck sitzen. Was ein Schwein nicht tut. Schwein ist sehr reinlich. Ja, wenn man das auf der Weide hält, dann suchen die sich schon ihr Eck, wo sie alle hinmachen. Das sehe ich schon richtig. Die Haut ist ja wirklich eigentlich nur hauchdünn runtergenommen. Hauchdünn, das sind Millimeter. Und macht man auch nur beim hellischen Landschwein. Hinter diesem ganzen Projekt Landschwein aus Schwäbisch Hall oder diese schwäbisch-hellische Rasse, die ja zur Hälfte aus China kommt, das ist eine Einkreuzung vor 200 Jahren, steckt ja auch ein Zuchtprogramm, das mit artgerechter Tierhaltung zu tun hat. Und von daher wachsen die Tiere langsamer, dürfen länger leben, setzen aber auch ein bisschen mehr Fett an, was ja gut ist. Und damit diese Fettschicht nachher schön schmilzt und mit den Kräutern und Gewürzen wirklich einen Geschmack ins Fleisch abgibt, ist es wichtig, dass man oben die Haut abzieht. Weil das ist ja wie eine Lederschicht, die letztendlich isolierend wirkt. Ich komme da gar nicht so richtig durch. Da bleibt mir zu viel Fett übrig. Und so schmilzt das Fett schön. Hab dazu auch eine ganz andere Idee an Beilagen. Mit Fenchel, mit Blutorangen, also... Mit Chili, mit Koriander, mit Urwaldpfeffer, aber auch mit Fenchelsamen. Und Honig. Ja, so ein bisschen chinesischer Ansatz. Viel Gewürze und die Süße vom Honig, dass das so ein bisschen schön draufschmilzt und dann eine tolle, fantastische Kruste gibt. Also ich muss sagen, also so langsam gewinne ich Vertrauen Das wäre schön. in Ihre Kochkunst. Na, das hat mit Kunst Ja. nichts zu tun. Aus diesem Stück gelingt der ultimative Schweinsbraten. An jedem. Das ist der Gag dran, es gelingt an jedem. Das kann nicht schief gehen, das ist unmöglich. Fangen wir an. Ja. So, und man darf da schon tief reingehen, sonst schmilzt es auch nicht richtig weg. One day I know I feel home again. Ich mache es ja immer so quer, damit es Rauten gibt. Und die links, die schneide ich dann so stark, also so breit ein, wie dann die Fleischscheiben. Also, weil dann, wenn ich Glück habe, komme ich dann auch sozusagen auch schön durch. Sehr gute Idee. Machen wir genauso. Many times I've been told. Kann man beim Mörsern was falsch machen? Ne? Es gehört schon ein bisschen Ausdauer dazu. So I close my eyes. Steigt schon die Nase, gell? Das ist schon intensiv. Ja. Denkt man jetzt nicht gleich an Schweinsbraten, ehrlich gesagt. Ja. So I close my Wichtig beim Schwein ist nicht mit dem Salz sparen, weil Schwein frisst Salz. Wie kein anderes Fleisch. Bei meiner Oma gab es immer Sonntag am Schweinsbraten. Die Familie kommt zusammen, fährt hin. Und wenn wir hingekommen sind, Opa schon in der Schürzen, weil der Opa hat immer das Fleisch geschnitten. Das war immer seine Aufgabe. Die Familie kommt zusammen,
Man trifft sich, man unterhält sich, es riecht gut, wenn man ins Haus kommt. Aber es verliert sich auch ein bisschen heutzutage, gell? So die Tischkultur. Die traurigste Form des Essens ist alleine zu essen. Womöglich vor dem Laptop oder im Schnellschritt durch die Fußgängerzone. Das ist schon tragisch. Und in vielen Haushalten gibt es ja nicht einmal mehr einen Esstisch. Also wie soll da überhaupt noch ein Sonntagsbraten stattfinden? Das ist identitätsstiftend und das ist letztendlich, denke ich mal, eine der schönsten Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Honig. Süße und Schärfe und Fett, das passt gut zusammen. One day I know I feel whole. Passt perfekt. Ab in den Ofen. Und zwar in den kalten. Langsam die Hitze hochdrehen auf 160 bis 180 Grad. In 2 bis 3 Stunden wird unser Schweinsbraten fertig sein. Nehme ich mal 2 normale Teller. Tisch vorbereiten. Wunderbar. Tisch vorbereiten, genau. Jawohl. Besteck. Nehmen wir hier bitte. Jawohl. 2 Messerl. 2 Messer. 2 Gabel. Und was mir immer wichtig ist, Sauce haben wir ja keine, gell? Ein bisschen eine vielleicht. Weil Ja, ein sonst bisschen. Ja, ja. ein Löffel für das hinten aus zum... Gut. Nur, dass Sie es schon mal gehört haben. Das wird ein Schweinsbraten in Chili-Honigkruste mit Fenchel-Blutorangensalat. Lauwarm. Ja, ich kümmere mich jetzt einmal ums Wohlsein am Tisch. Ja, aber wie sitzt man denn zu zweit am Tisch am besten? Hä? So? Nein. Ach so, ich glaube so. Ja, ich glaube, das ist am besten so. So. Brauche ich noch ein bisschen, aber wir machen ja weiter dabei, gell? Wir machen jetzt was besonders Schönes mit Blutorangen. Hochsaison im Winter. Und Fenchel. Ist jetzt auch nicht so der klassische Schweinsbraten, kann man jetzt einmal sagen, oder? Nicht unbedingt. Schweinsbraten ist ja eigentlich auch nicht eine bayerische Exklusivgeschichte, sondern Schwein gibt es über die ganze Welt. Ist so beliebt in Sizilien wie in China, in Japan. Ein bayerischer Schweinsbraten ist doch die Mutter aller Schweinsbraten, nein, nicht? Ja, das wird aber jeder Franzose für seinen Schweinsbraten auch behaupten. Und jeder Sizilianer, die machen das mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Sorgfalt, wie das in bayerischen Wirtshäusern gemacht wird. Aber halt anders, weil das sind afrikanische Einflüsse in Sizilien. Kurz vor Afrika brauche ich eher was ein bisschen kühlt, was ein bisschen den Magen besänftigt, wie der Fenchel mit der Orange ist ganz wunderbar. Passt zum Schweinsbraten perfekt. Aber es ist nichts Bayerisches, ja. Das stimmt schon. Es ist, muss ich sagen, es ist kein einfacher Tag für mich, weil dass mir von meinem Schweinsbraten auch die Haut abschneiden, war schon nicht einfach. Und dann gibt es auch keine Knödel dazu. So ist es. Gut, wenn der Fenchel ohne Strunk in Scheiben geschnitten ist und die Blutorangen filetiert sind, dann wird's heiß. Der Herr Geisel blanchiert die Fenchelscheiben für ein paar Minuten im Meersalzbad, gibt sie dann in die heiße Pfanne. Kurz anbraten und dann mit Weißwein ablöschen. Ein bisschen Salz, Olivenöl und dem frischen Blutorangensaft und Portwein. Ganz am Schluss erst kommen die Filetscheiben dazu, damit es nicht kaputt ginge. Ein echter Augenschmaus, Herr Schmidt. Ausschauen tut schon mal nicht so verkehrt. Darf halt nicht süß werden, gell? Darf ruhig ein bisschen bitter sein von den Blutorangen. Könnte ja was werden, gell? Das ist eine schöne Kombination. Das kann ich mir gut vorstellen zum Schwein. Ja, weil es halt so ein bisschen exotisch ist. Ja, ein bisschen andere Schweinsbraten. Leicht. Leicht. Ist trotzdem ein bisschen speziell. Unter Sonntagsbraten stellt man sich in der Regel was anderes vor. Rinderschmorbraten oder man denkt an eine gefüllte Kalbsbrust, an eine Gans. Sowas, das ist so der Klassiker eines Sonntagsbratens. Wild ist natürlich auch was besonders Feines. Wild. Wild. Rotwild. Weil das ernährt sich nur vom Allerbesten. Das ist eigentlich das edelste Fleisch. Das ist ein gesundes Fleisch eigentlich. Ja, gell? immer Das gesund ist und gut vor allem. Vor allem gut. Hirschkalb hätte ich auch noch. so ein Hirsch. Hirschkalb. Zu dem, Das geht dass relativ wir- schnell. Ja, das ja. geht schnell. Ja, ja.
Gut, dann gehe ich nochmal an den Tisch hin Genau. und dann. Und derweil richte ich das. So machen wir es. Nicht schlecht. Gut, also wenn der Herr Geisel meint und gleich so auftischt, ja, dann sollte der Tisch natürlich auch ein bisschen was hermachen, gell? Vielleicht. So. I'm so in love with you. Whatever you Es ist vielleicht ein bisschen viel Licht, hä? Aber. Das ist doch so einen leichten Anklang von Herbst. Der Herbst ist doch vorbei. Na, dann machen wir doch. Ich glaube, jetzt habe ich es. Jetzt. So ein Korbgebimsel, hä? Vielleicht das so, hä? Da der Schweinsbraten. Da vielleicht der Salat. Ist doch eigentlich schön, so ein Holztisch. Glasl brauchen wir noch. Der Weintipp vom Bratenschmidt. Zum Schweinsbraten geht natürlich immer ein Bier. Aber wenn's ein Wein sein soll, dann ein Riesling aus der Pfalz, weil der aufgrund seiner Kraft mit dem Schweindel tanzt. Mit dem Hirschkalb, mit seinen feinen Aromen, darf ein großer deutscher Spätburgunder aus Kurfranken spielen. Mit seinen Noten nach Kirschen, Speck und manchmal sogar noch Weihrauch. Ja, hast du jetzt mal einen? Gut. Und wenn Sie doch einen kräftigen Rinderbraten machen wollen, dann trauen Sie sich mal an einen roten Syrah aus Baden. Der kommt mit Aromen von Sauerkirschen und Pfeffer daher. Gott, der Typ, der kennt sich überhaupt nicht aus. Hä? Hab so einen leichten Speichelsturz, hab ich schon. Das ist gut. Herr Geisel. Jawohl. Ja. Vor dem Hirsch probieren wir natürlich noch den Weißwein zum Schwein, das ist ja klar. Fenchel, Blutorange, Schweinsbraten, Chili. Muss man das erst einmal im Kopf zusammenbauen. Also wenn das dann alles beieinander steht, kann das was werden. Schauen wir mal, gell? Immer noch mit Vorbehalt, aber der Hirsch. Genau, das hast du schön erkannt. Und den Hirschen, den machen wir mit Rotweinbirnen. Man kann natürlich dazu auch Nudeln machen, Kartoffelpüree, alles Mögliche. Aber ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass wir in Deutschland dazu neigen, alles immer auf einen Teller zu packen. Ja, und dann noch von Beilagen zu sprechen. Eigentlich ist es doch schöner, man macht ein Gericht, wo alles zueinander gehört. Und wenn man unbedingt Nudeln haben möchte, kann man eine kleine Nudelvorspeise machen, sei es mit Pfifferlingen oder Risotto. Und Kartoffel kann man auch als Gnocchi, als Zwischengericht vorneweg als Vorspeise haben. Und dann im Prinzip immer alle an einen Tisch. Alle an den Tisch. Und heute heißt es Sharing, ist in der Spitzengastronomie gerade angekommen, wird vor allem in Amerika zelebriert als das Neueste vom Neuen. Derweil ist das Teilen wahrscheinlich mit das Älteste, was es gibt beim Essen und mit das Schönste. Dass sich Zeit füreinander nehmen, sich auf sowas vorzubereiten. Jemand, der sich in die Küche stellt, sowas kocht, der einfach auch viel Zeit investiert, das aber gerne macht. Das hat mit Liebe zu tun. Und dann wird so ein Stück Sonntagsbraten zu einer Form, kann man sagen, von transformierter Liebe. Es ist etwas, was jeder spürt. Da geht es nicht nur um Geschmack, den man am Gaumen feststellt, sondern es geht um ein Gefühl. Es ist ein Stück Lebensart. Und diesen Moment gilt es halt ein bisschen hinauszuzögern. Deswegen ist ein Sonntagsmittagessen niemals in einer halben Stunde abgehandelt, sondern das braucht Zeit.
Bei der Arbeit bitte nicht ganz vergessen, was wir da Schönes im Glas haben, zum Wohl sein. Rotweinbirne quasi. Rotweinbirne, ganz einfach. Ja. Und was nehme ich für einen Rotwein? Ist Ja, einen guten, und das können aber auch gute Restel sein. Ah, Ja, wenn ein Wein so ein bisschen einen alten Geschmack hat, der jetzt einem nicht immer taugt, ist er zum Kochen perfekt. Und für Rotweinsoße, also für die Reduktion, kann man sogar korkige Weine nehmen, weil der Kork verschwindet. Komplett. Ja, das habe ich verstanden. Also kein korkiger Wein für die Birnen, sondern nur für die Bratensauce. home again, home again. One day I know I feel home again, home again, home again. One day I know I feel strong again. Lift my head. da trinken wir dann den Rotwein dazu, gell? Ja, aber vorher reicht's noch auf einen Schluck vom Riesling. So ein Schlückchen. Weil dann muss ich ja noch Nein, mehr. das ist wenig. Ist zu wenig. Ja, war zu geizig. Ja, dann müsste es die ganze Zeit schon aufgefallen, dass das immer relativ wenig ist. Zum Wohl sein. Wohl sein. Das ist schon schön. Beieinander sitzen, ein bisschen Wein trinken. Ja, Wie geht dem Rotwein? Brauche ich nur die Rotweinglasel, gell? richtig. Burgundergläser. Burgundergläser. Ja, passt. Dann fehlt jetzt nur noch die Musik. Schmidt. Ah, da hat er wieder was, da weiß er was. Ein Rhythmusgefühl unfassbar, aber vielleicht ein bisschen, hä? Just take those old records off the shelf. I said listen to 'em by myself. Today's music ain't got the same soul. Du, es geht um ein Tischgespräch auch, also... Das ist jetzt die Musik, die du ausgesucht hast. Gut. Bitte. Sailing softly through the sun. In the broad stone. Aber ist doch richtig daran, hä? Halleluja. Halleluja, soll ich sagen. Jetzt nehmen wir das gute Stück. Herschauen tut er gut. Anschneiden drüben, Du oder? musst drinnen. Nehmen Sie ihn mit. Ja, das mache ich. Hab auch schön eingedeckt. Bin ja gespannt. Der Ausrüstungstipp vom Bratenschmidt. Ein feines Stück zum Sonntagsbraten ist die vorgewärmte Servierplatte aus Porzellan samt einer Saucière. Macht einfach ein bisschen was her, ist aber nicht überlebensnotwendig, nein. Vergessen kann man dagegen das große Messer mit Wellenschliff zum Aufschneiden, denn das zerreißt nur den Braten und die Krusten. Auch die Fleischgabel ist kein Muss. Genau. Wenn Sie diese doch verwenden wollen, dann mit Vorsicht, sonst haut der Saft gleich ab. Das wollen wir ja nicht. So, das nenne ich saftig. Und die Kruste ist halt eine richtige Gewürzkruste.
bin ganz Kann schon kaum noch reden, ehrlich gesagt. Weil zufrieden. die Krusten schaut schon her. Schmeckt anders, gell? Würzig. Wahnsinnig gut. Die Krusten zerfällt im Mund, ist aber trotzdem resch. Also, Herr Schmidt, ich hoffe, Sie können mir jetzt vertrauen. Ja, Ja, Koni. zum Wohl sein. Mit dem Fenchel und den Blutorangen. Traumhaft. Also wirklich traumhaft. So, jetzt haben wir noch das Hirschkalben mit den Birnen und ein guter Spätburgunder dazu. Ich mit Rot. Ach, ich habe Solidarität. Vielen Zum Wohl Dank. sein. Herrlich. Herrlich. Danke für die Blumen. Aber apropos Blumen, wo Tischdekoration, was hat da so lange gedauert heute? Ist doch ziemlich puristisch für einen Sonntagsbraten, wo die Familie zusammenkommt, wo man weißes Tischtuch erwartet, schöne Stoffservietten, Ja, weil Blumenschmuck. der ist halt. Das Wesentliche ist da, gell? Klingelt da was? Wer hat klingelt? Ich schau. Kommt noch jemand? Oh, also. Ja, servus. Was? Niedrigtemperatur, oder? It must Nieder- be something so ein Schmarrn. psychological. So ein Schmarrn. It may be something Bitte sehr. very physical Bitte sehr. that makes me Das Scherz feel ist? the way I do whenever I'm in touch with you. Die Scherzeln eigentlich gerne. I think strange and new. Teller, ja, ich komm schon, It ja. might Grüß be Gott. something very chemical